Gast beim Theaterstadel, Ihr Peter und Gerda Steiner. Was? Das war ein Essen. Das war ein Schweinshaxen, wie man sich's wünscht, gell? Das war gut. Du große Sau! Was? Nein, ich mein, du, eine große Sau war das. Ja. Nach der Haxen noch, gell? Genau die richtige Portion für uns zwei, gell? Das heißt, ich kann ja leicht noch was vertragen. Na, freilich, dass du auch so dick wärst wie ich, ne? Nein. Mein Hirs hat gesagt, an mich kann leicht noch was hinwachsen. An dich, ja, wo denn? Besonders da oben rum. Ja, da hat er recht. Da, wo die anderen Maden am Balkon haben, da hast du eine Nische. Also was? Was denn? Wo ich jeden Tag bete, dass da endlich mehr wird. Beten? Was betest denn da? Guten Morgen, ihr beiden. Ich kann euch gut leiden, im Namen des Herrn, aber größer soll's werden. Ja. Hast du deine Zauberflöte überhaupt dabei? Was hab ich dabei? Deine Zauberflöte? Was ist denn das? Dein Büstenhalter. Ja. Wenn du ihn aufmachst, geht der ganze Zauber flöten. So, Max, sag mal, weißt du, wo die Schweinshaxen ist? Was? Das darf ja nicht wahr sein. Was denn? Die haben die ganze Schweinshaxen zusammengefressen. Na ja, das war doch da zum Essen, oder nicht? Aber doch nicht für euch zwei, sondern für uns alle miteinander. Und was sollen wir jetzt essen? Ja. also ich weiß nicht, auf was ihr Appetit habt. Schau, dass du weiterkommst, aber ganz schnell. Nimm das mit. Ja, na geh. Das darf ja nicht wahr sein. Hast du eigentlich noch nie gehört, dass man mit dem vollen Magen nicht arbeiten soll? Da hast du vollkommen recht. Na, also. Und das wird jetzt gemacht. Ja? 3 Tage kriegst du nichts zum Essen. Was? 3 Tage? Ja, 3 Tage. Nichts zum Essen? Genau. Habt's das gehört? 3 Tage gibt's nichts. Mein armer Hirsel. Jetzt raucht er schon wieder. Was? Und dann Schnaps trinkst du auch schon wieder. Nur zur Verdauung. Lieber ein bisschen zu wenig als viel zu wenig. Pepper, denk doch an deinen Blutdruck. Hm? Ja, der Sepp, der hat auch gesagt, wenn du noch 1 Jahr so weitermachst, dann bist du in 4 Wochen tot. Kehrst aber auf, gell? Wenn ich in 4 Wochen tot bin, dann kann ich dann ein ganzes Jahr noch weitermachen. So ein Schmarrn. Außerdem ist mir der nur bloß neidig, weil ich so einen gesunden Appetit habe. Ne? Gesunden Appetit, das darf ja nicht wahr sein. Du isst ja bei jeder Mahlzeit schon fast mehr, als wie unser Herr Pfarrer, wenn er irgendwo eingeladen ist. Jetzt tu mal den Schnaps weg. Darf doch nicht wahr sein. Essen und Trinken halt Leib und Seltsam. Das steht schon in der Bibel. Also das steht bestimmt nicht in der Bibel, gell? Da ist im Lexikon gestanden. Irgendwo habe Mein Gott, na Papa, jetzt pass halt ein bisschen auf deine Gesundheit. Dein letzter Befund, du, der war saumäßig. Ja, dann lass mal einen neuen machen. Also der Doktor, der hat auch Der gesagt. Doktor hat gesagt, du bist wie ein Papagei. Der Doktor hat gesagt, der Doktor hat gesagt. Ja, der versteht ja schließlich und endlich was davon. Der Doktor hat gesagt, also du gefällst ihm gar nicht.
Der hat's notwendig, dass über andere reden. Der ist ja selber so kreischelt, dass man nicht anschauen kann. Mein Gott, na Papa, jetzt bleib halt endlich einmal ernst. Ja. Es ist doch auch wirklich wahr. Einen ganzen Tag sitzt du rum. So? Entweder in der Arbeit oder daheim. Ach, mein Gott, na. Du treibst keinen Sport. Hör doch auf. Ich schaue regelmäßig die Sportschau an. Dann tue ich Schafkopfen und Briefmarken sammeln. Ist das nicht Sport genug? Ja, da hast du vollkommen Also. recht. Mein Gott, na Papa, jetzt nimm heute mal Vernunft an. Ich darf nichts annehmen, ich bin Beamter. Ein Hirsch bist du blöder. Ja. Da nimm dir ein Beispiel an deinem früheren Arbeitskollegen am Bergmeiersee. Was denn? An den Kohlrabi-Apostel? Ja, freilich. Die Stadt so passen, dass ich wieder Kinigel has, bloß noch Kraut und Rüben fries. Und von dem Geld, was ich nach Hause bring, da darfst du mir auf die Wiesen schicken zum Grasen. Und den Rest, das kaufst du jeden Abend ein neuer Fetzen. Jede Woche hast du ein neues Gewand. Weißt du, was du hast? Du hast die Stoffwechselkrankheit. Und, was hast nachher du? Was hab ich Sie für Krankheit? Ich hab die, das ist Krankheit nur. Also das ist ja schlichtweg eine Unverschämtheit. Was? Eine Krankheit. Ja. Du, das ist jetzt der Dank dafür, dass man sich immer um dich kümmert. Ich danke dir. Ja. Na, was ist denn da schon wieder Was denn? los? Der hat sich schon wieder Streit. Sie fängt dabei an, ja. Weißt du, was dieser ungute Fresssack zu mir gesagt hat? Gell? Alle dürfen nicht persönlich werden, gell? Ich bin eine Krankheit. Ich wäre eine Krankheit. Ja, wer frisst denn wie ein Staubsauger radikal alles weg, ha? Mama, jetzt reg dich halt nicht so auf. Ja. Der Papa hat's bestimmt nicht so gemeint, gell, Papa? Der Fraude, ne, das ist ja wahr, aber nicht essen darf, was man mag. Da kommt man tot, müde, ausgeschlagen vom Büro wieder heim, ne? Und dann muss man vielleicht eine Liebeserklärung nach der anderen loslassen, ne? Komm mal, Mama, wieso kriegt denn der Papa nichts zum Essen? Ja, wieso kriegt der Papa nichts zu essen? Gib ihm halt ein bisschen was von der Schweinshaxen, die du heute gemacht hast. Das ist ja wieder gut, wirst du sehen. Ein bisschen was von dieser Schweinshaxe geht nicht mehr. Die hat er nämlich schon weggeputzt. Was? Die ganze? Bis auf den Knochen, der war mir zu hart. Papa! Sag einmal, meinst du, dass das gut ist, so viel Essen? Die war freilich gut. Und dann auch noch diese Raucherei. Ja. Du, da kriegst einen ganz fürchterlichen Cholesterinspiegel zusammen. So, und wir haben genug Spielen. Im Schlafzimmer haben wir einen Spiegel, im Wohnzimmer Papa, haben wir... Ja. jetzt mach keine Witz. Ja. Das ist nämlich ganz gefährlich. Ja, du, mein Franzl, der hat neulich erst... Ja, Also, dein du, Franz. Babsi, also dein Franzl geht unserem Papa sein Cholesterinspiegel an Dreck ab. Also, Resi, der Resi, da hast du wieder recht, ja? Jawohl. Und du lässt dir von den Kläufen den Schweiß machen, ne? Der meint, weil er zwei Silvester Medizin studiert hat, jetzt kann er was wissen und angeben, dass er imstande ist, schickt mir eine Rechnung über den Schmarrn, den er loslässt, ne? Ich weiß gar nicht, was euch da so aufregt. Ja, das stimmt nun einmal. Die Hauptzivilisationskrankheit ist doch, dass man zu viel und dass man zu gut ist. Ja, und dann noch der Alkohol. Keine Bewegung. Diese blöde Raucherei. Sag einmal, hat dir dein Jungmediziner wieder eine Privatvorlesung gehalten, ha? Ich will von dem Kerl nichts mehr hören und in meinem Haus möchte ich erst recht nichts sehen. Ich bin jetzt aufgeregt, ich brauche einen Schnaps. Jawohl. Da schau her, Babsi. Ja. Wegen deinem Franzl regt sich jetzt der Vater wieder so auf. Ja. Um Gottes Willen, Papa. Du ruhig sein. Hoffentlich ist das kein Herzinfarkt. Nein, nein. Papa, ist ganz schlimm. Das war auch, ne? Da muss man sich aufregen, wenn man von den Quacksalber, wie so einen Schmarrn hört, nachher... Was nachher? Da brauche ich nur einen Schnaps. Ah. Also,
Quacksalber. Bloß weil dir das nicht in den Kram passt, ist ein Medizinstudent noch lang kein Quacksalber. Ach, Blödsinn, reden jetzt an Schmarrn, diese Jungmediziner, die glauben alle, dass was verstehen, gar nichts verstehen. Sie verbieten dir alles, essen, trinken, schlafen, rauchen. Ne? Ja, Papa, ist ja gut, aber jetzt reg dich bitte nicht Da muss man doch aufhören, wenn man sowas hört. Aber Papa, du musst doch einsehen, dass das nicht gut ist für dich. Das soll statt sein. Den Jungmediziner, der ist bloß auf das Erbgut scharf, das du von deiner Tante mal kriegst. Jawohl, so ist es. Also ganz ehrlich, das haben wir auch schon öfters gedacht. Ach, das ist ja gar nicht wahr. Der weiß ja nicht einmal, dass ich von der Tante Betty mal was kriege. Na, wird's Zeit, dass er es einmal erfahrt, ne? Ja, und wenn er dann dein Geld hat, dann lässt er dich sitzen. Jawohl, und nimmt sich auch andere. Ja, dann sitzt recht umeinander, ne? Ach, das hört man öfters von den Studenten, gell, Papa? Ja, das hört man öfters. Ja, Und der sitzt und sitzt. Ja. Ihr redt's bloß immer und redt's. Und dabei kennt's ja meinen Franz nicht einmal richtig. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt noch reden soll. Papa, Was? hast du jetzt recht aufgeregt? Da sehen wir nicht umfallen und der Schlag trinken. Also von der Schnaps, ne, ist ja ganz klar. Ja, ist ja gut, aber ein bisschen anders sollst du heute leben. Ja. Also, eins sag ich dir. Was denn? Es kommt mir keine Schweinshaxen mehr ins Haus. Hast recht, Leute. Nächste Woche backen wir Kalbshaxen. Nur noch Gemüse. Was? Gemüse. Ja, das darf so passen, dass ich auch so ein Grünzeug-Zutzler wäre, als wir der Bergmeier-Sepp, hein? Ja, aber gesund ist. Ja, gesund. Und Papa, mit dem Rauchen sollst du auch ein bisschen bremsen. Ja. Der Papsi, Herr Franzl, der Ja, der Papsi, Herr Franzl, der Hager-Franzl, ja. Die ganze Familie Hager, da will ich nichts mehr hören davon. Dem Hager-Franzl, seinem Vater, der ist nur durch Intrigen vor mir befördert worden. Der war ja genauso blöd als wir ich. Jawohl. Und dann hat er uns auch noch die schöne Grundstück am Bach drunten weggeschnappt, ne? Und dann kam der Junge daher und darf mir weismachen, dass das gesund ist, wenn man verhungert. Ja, ist ja gut, Papa. Ja. Jetzt reg dich bitte nicht mehr auf. Ist ja wahr. Aber auf alle Fälle sollst du andere Lebensgewohnheit angewöhnen. Na was, ich is, was ich mag, ich trink, was ich mag, ich schlaf, wann ich mag, das Einzige, was ich nicht mag, das bist du. Was mach ich denn nur? Das Mannsbild, das frisst sich ja zu Tod. Der Bergmeier, der Kohlrabi-Apostel, der muss her. Der hat immer gesagt, Resi hat er gesagt, wenn du nicht mehr zu helfen weißt mit der Fresserei von deinem Mann, sag's mir, ich hilf dir schon. Ja, Sepp, grüß dich, ja, da ist die Resi. Die Haberl-Resi. Ja, Sepp, du, ich muss dringend mit dir reden. Könntest du einmal rüberkommen? Ja, wegen Max. Das geht nicht mehr so weiter mit ihm. Der frisst sich zu Tod. Du musst mir helfen. Das war ja wunderbar. Du hättest schon was daheim. Na, ist ja gut. Also, dann sehen wir uns gleich. Du, Moment einmal, Max. Pass auf, dass du dem Sepp nicht in den Arm laufst. Der hat heute einen schlechten Tag. Ja, aber heute ist er besonders schlecht, der Tag. Ja, also, komm gleich. Ja, ist gut. Jawohl. Wunderbar, ja. Vierte dabei. So, da, jetzt da. Den Schnapsbecher, dann Zigarettenbecher. Am meisten wird er sich ja freuen, mein Manderli, wenn er statt seinem geliebten Bier tragelweise das Mineralwasser im Keller findet. Na, Franz, ich glaub nicht, dass das was mit dir zum tun hat. Aber jedes Mal, wenn dein Name fällt, ist bei uns Krach im Haus. Ja, mei, dann sagst du halt meinen Namen nimmer. Dann sagst du halt einfach
Mein Freund oder mein Verlobter? Hey, sag einmal, kannst denn du gar nicht ein bisschen zurückhaltend sein, weißt du's? Gut. Also, der Papa hat auf deinen Namen so eine Wut, weil er... Ich weiß schon, weil mein Vater befördert worden ist und der deine nicht. Dann wird er dann meine besser gewesen sein wie der deinige. Ah, was hast denn da besser? So gut wie der deine ist der meine schon lang, gell? Wollte du ja nicht sein. So, und warum ist dann der deine nicht befördert worden? Ja, der Papa hat gesagt, weil der deine bei seinem Vorgesetzten immer Radl gefahren ist. Ja, und weil er intrigiert hat. Mei, das ist doch ein Schmarrn. Dein Vater hat versucht, den meinen hinzuhängen beim Chef, weil er mit ihm wegen dem Grundstück übers Kreuz ist. Nur ist der Chef nicht drauf reingefallen. Das ist alles. Na, das glaube ich nicht. Der Papa hat das ganz anders erzählt. Okay, Babsi, das ist doch jetzt vollkommen wurscht. Du bist so richtig lieb, wenn du dich aufregst. Aber wir werden uns doch nicht streiten wegen unserer Väter, oder? Hast eigentlich auch wieder recht. Gehen wir lieber, bevor noch jemand kommt. Gut. Mein Gott, na, wo bleibt er denn? Er hat doch gesagt, er kommt sofort. Mein Gott, na, Sepp, da kommt er ja. Ja, ist gut. Ja, Sepp. Grüß dich, gute Resi. Ja, grüß dich. Komm nur rein, du wirst doch keine Angst haben vor deinem früheren Arbeitskollegen. Nein. Angst ist nicht. Ich mein, wir reden ja sonst auch miteinander, Maximilian und ich, nicht wahr? Aber es ist halt, weil du gesagt hast, heute ist er nicht so gut aufgelegt, gell? Jetzt ist es halt deswegen. Ja, gell? das stimmt schon. Aber weißt, ich hätte zu dir nichts gesagt, wenn du mir nicht schon öfters deine Hilfe angeboten hättest. Ja, also leicht, gell, wird diese Aktion nicht, gell? Ja, wie soll man denn so einen saumäßig, unmäßigen Fresssack eine Vernunft beibringen, gell? Ja, nicht wahr? Ich meine, wenn er sich nur das Rauchen abgewöhnen müsste, dann ging's ja noch, gell? Aber wenn's nach dir geht, sollte es eine Radikalkur werden. Essen, trinken, rauchen, saufen, Karten spielen, alles soll sich abgewöhnen. Ja. Meinst du, dass er das da packt? Ja, der muss. Der muss. Ein Gesunder hält's aus, gell? Und ein Kranker geht drauf, gell? Ja. Wahrscheinlich geht er drauf. Jetzt schon her. Ja? Ich hab da schon gleich ein bisschen was mitgebracht, habe ich da schon gleich ein bisschen was gegen Grünkohl habe ich mitgebracht und da habe ich was mitgebracht und Gelb habe ich mitgebracht und ein bisschen Kohlrabi, alles habe ich mitgebracht, gell? Alles aus meinem eigenen Garten, gell? Na, wunderbar. Rein biologischer Anbau, gell? Ja. Kein Kunstdünger, nicht gespritzt, also total gesund, gell? Ja, nicht wahr? Total. Das ist aber nett von dir. Ja. Ich danke dir schön. Ja, nichts zu danken, gell? Dann macht 25 Mark. Was, 25 Mark? Ja, du kannst mir das Geld auch später geben, gell? Ja, nicht wahr? Aber halt nicht zu spät, gell? Ja. Nein, ich zahl gleich. Schau her, ich bin ja froh. Ja, ich bin auch froh, wenn es gleich so ist, gell? Ja. Nein, ich meine, ich bin ja froh, wenn ich endlich einmal rein biologisches Gemüse kriege. Ja, nicht wahr? Aber jetzt ist Schluss mit dieser Fleischfresserei. Fleisch? Na, wie man sowas überhaupt in den Mund nehmen kann. Also, Theresia sagt nie mehr sowas Unanständiges in meiner Anwesenheit, gell? Ja, nicht wahr? Nein, entschuldige, das habe ich ja nicht gewusst, dass das so unanständig ist für dich, gell? Also, jetzt pass auf. Ja, Theresia. Also, ich bestelle jetzt dann 5 Träger Mineralwasser. Sehr richtig, ja. Stilles Mineralwasser. Ja, da hast recht. Dann hör das nicht, wenn's geliefert wird. Ja, und also einen Schnaps habe ich schon voran. Hast voran, ja. Und Zigaretten habe ich auch schon weggeschmissen. Genauso, wie es das du gesagt hast. Ja. Sehr vernünftig, Theresia, sehr vernünftig. Also wenn wir bei dem Maximilian zu einem Ergebnis kommen wollen, gell, dann müssen wir gut zusammenarbeiten. Weil der Maximilian, gell, das ist ein harter Knochen, der Maximilian. Also den hat er übrig gelassen. Was hat er übrig gelassen? Ja, ich meine, den Knochen von der Schweinshaxe. Na, so ein obszönes Wort, gell? Entschuldige, ist mir rausgerutscht. Übrigens, wie verhält sich denn eure Babsi, sagen wir, mein Hansi, so gegenüber, wie Dings, Also, Barbara, klar, zu meinem Hansi? Barbara. der spuckt immer noch dieser Hagerfranzl im Kopf rum. Na, dieser böse Spuck, gell? Ja. Aber ich sag dir was, ich bin ja da völlig dagegen. Ja, du bist und ganz ehrlich gesagt, der Max auch. Der Max auch, ja. Also für mich ist ja der nur auf ihr Geld aus. Hat die Barbara, hat die so viel Geld, Herr Dirndl?
Na, bis jetzt nicht, aber sie kriegt. Ah, sie kriegt? Ja, von ihrer Tante Betty. Ja, das ist ihr Taufpate. Okay, ja. Du, die hat ja 4 Eigentumswohnungen. Na, Und bestimmt ein Batzen Bares. das ist ja sehr interessant. Ja. Also daran ist ja mein Hans sehr interessiert, gell? Was? An eurer Barbara, gell? Ja. Na, und ich muss sagen, ich bin jetzt direkt begeistert, also wenn diese Eigentumswohnungen gell, in meine Familie kommen, gell? Ja, nicht wahr? Also jetzt müssen wir zuerst einmal schauen, dass wir am Max wieder vernünftig hinkriegen. Ja, das kriegen wir schon. Also du musst nur meine Anweisungen gell, befolgen. Mach ich, ja. Übrigens habe ich ja da, also von dem Maximilian, gell, da habe ich ja was in Erfahrung gebracht. Das gibt mir sehr zu denken, gell? Ja, nicht wahr? Du in Erfahrung? Ja, von Maximilian. Ja, was denn? Betrügt er mich? Geh, mit was denn? Ha. Ich wollte sagen, mit wem denn? Nein, das ist nicht, gell? Das ist von ganz anderer Natur. Ja, was dann? Der Maximilian war doch vorgestern, der Maximilian im Gasthaus bei seinem Stammtisch, oder? Der Maximilian, Stammtisch? Ja, freilich, wie jeden Donnerstag. Ja, gell. Ja, warum? Und da ist er mit dem Auto gefahren, oder? Ein Auto? Der Maximilian? Ja. So. Weil wenn sie besoffen sind, dann deren sie sich mit dem Heimgehen immer so schwer. Ja. Also dann stimmt's doch. Was stimmt? Es ist... Ach, du meinst den kleinen Unfall, den der Max mit dem Auto gehabt hat? Von wegen kleiner Unfall, gell? Ja, mein Lieber. Na, also da brauchst du nicht zu tun. Nein, das war ja wirklich ein kleiner Unfall. Ja. Ich hab doch das Kotflügel, hab ich ja selber gesehen. Ja. Euer Kotflügel hast du vielleicht gesehen. Aber die, von den anderen, das hast du nicht gesehen. Weil vom Obermeier und vom Hangel, mein Lieber, die Autos, die schauen alle aus, du. Ja, die hat's aber erwischt, du, mein lieber Herr Gesangverein. Was, ein Gesangsverein hat's auch erwischt? Nein, aber die Autos von den zwei nicht und vom Obermeier noch den Gartenzaun, Reklametafel und vom Huberbauern, also noch die Milchkanne, gell, vom Huberbauern, die Milchkanne, gell. Also Milch hat er keine heimgebracht. So. Ja, und das soll alles der Max gemacht haben. Nein, sein Auto, gell, ja. Und es gibt einen Zeugen, gell, der das gesehen hat, gell, ja, nicht wahr? Mhm, ja. Ein Zeugen jetzt auch, gibt's? gell, Ja, wen denn? Du bist jetzt... Ja. Mein Gott, Nassi. Da bin ich schon froh, dass du der Zeuge Ja, bist. da bin ich auch froh. Was sagst du? Weißt du, weil der Max, der weiß ja gar nicht mehr, wie er heimkommen ist. Der kann sich an gar nichts mehr erinnern. Na, jetzt hörst du aber auf. Er weiß nur noch, dass er beim Kreuzer Theo auf der Geburtstagsfeier war. So. Ja? Und dann ist ihm der Film gerissen. War er im Kino? Nein. Na, da oben. Ja, wenn er das sagt, der weiß nicht einmal mehr, wie er heimgekommen ist. So haben die getrunken. Na, wird der Mensch nur so saufen kann, gell? Theresia, dann bring ihn her, gell? Was? Jetzt gehen wir's an. Ab sofort musst du streng mit ihm sein. Gell? Lass ihm nichts mehr durchgehen. Theresia, her damit. Ja, Theresia. Oh, Sepp, du, wenn ich den bei der Sportschau störe, der wird immer so fürchterlich böse. So bes kann die Sportschau gar nicht sein. Her damit. Ja, muss das sein? Es muss und darum sei es. Was für sein? Ist. Ach so, Ja. ist, ja. Also, aber auf deine Verantwortung, Ja, gell? mach mal. Bitte. Geht schon, Peppi, geht schon. Also der Unfall vom Vorgestern war ja direkt ein Geschenk des Himmels, gell? Ja, nicht wahr? Und die Babsi kriegt einen Haufen Kies. Nur nicht auslachen. Jetzt sei nicht so ekelhaft, jetzt geht weiter. Sepp, hast du ihn gehört? Er mag nicht, dieser Buffet. Theresia? Dann werde ich selber zu ihm schreiten. Ich schreite. Schreite, bitte. Mein Gott, na, ich bin ja so froh, dass wir den Sepp als Freund haben. Also, allein
So, gegen den hätte ich ja nie eine Chance, gegen dieses Mannsbild. Was meinst du? Und ich bin Auto gefahren und da ist das alles kaputt gegangen. 2 Auto, Gartenzaun, eine Reklametafel und Milchbehälter. In meinem Auto war kein Tropfen Milch. Ja, das ist so. Ja, also, und der Sepp hat gesagt, er verrat dich nicht, Ja. wenn du ab heute ein vernünftiges Leben führst, gell? Vernünftiges Leben, aber Ja. was soll denn das heißen? Also eine gesunde Ernährungsweise, gell? Was? Logisch, Was? biologisch. Was? Kein Alkohol, es schafft sowieso nur Katastrophen, gell? Kein Nikotin, keine Süßigkeiten, gell? Ja, nicht wahr? Ja, und Mithilfe bei der Hausarbeit. Was denn? Ein häusliches Leben voller Tugendhaftigkeit, bei dem du deiner Frau bei der Arbeit zur Hand gehst. Gell? Hallo, Ja, komm, nicht wahr? Geh du nicht übertreiben wegen die Politermulch, oder? Maximilian, du kannst es jetzt aussuchen, was dir lieber ist, gell? Entweder ein häusliches Leben voller Tugendhaftigkeit oder? Wenn deine nächtliche Amokfahrt bekannt wird, gell? Oh, da schaut mir nach Erpressung aus, gell? Da mach ich fein nicht mit. Max, Was? sei doch vernünftig. Wir wollen doch nur dein Bestes. Das gebe ich aber nicht her. Übrigens, Maximilian, was hältst denn du von deinem sogenannten Schwiegersohn da, den Hagerfranzl da vom Wer kommt Hagerfranzl? auf diese saudumme Frage? Du weißt genau, dass ich von dieser ganzen Hagerbrut nichts wissen will. Von mir aus kann jeder kommen, nur kein Hager. Siehst du, Maximilian? Teilweise, sozusagen partiell, bist du schon vernünftig. Und das andere, das kriegen wir auch noch, gell? Ja, denk doch an die Blamage, Was meinst du? Strafverfahren, Führerscheinentzug. Na, hör auf. Ja, und dann kriegst du als Beamter auch noch ein Disziplinarverfahren. Mein Gott, auch das noch ein Disziplinarverfahren. Was denn der Hallo? Ja, das hört sich ja furchtbar grässlich an. Ja. Also, der Maximilian, gell? Ja. Ich mein, Was? wir warten. Ja? Max, ich bitte dich, mach heute mit. Ja, wenn's meinst. Was? Bei dieser Sache sollst du mitmachen. Ja, gut, das ist gut. Und dann mach ich halt mit, aber was muss ich denn da alles tun? Ja, vernünftig leben, gell? Gesund ernähren, essen und trinken, so wie ich. Was? Gell? Ja. So wie du? Ja. Ja, freilich. Das ist ja auch so ein Kohlrabi-Apostel mehr wie er. Max, jetzt. Was? Sepp, entschuldige, bitte entschuldige. Braucht ihr nicht entschuldigen? An seelische Misshandlungen bin ich gewöhnt, gell? Also dann fahre ich fort. Wo fährst du denn hin? Keine Spassetterl. Dazu ist die Sachlage viel zu ernst. Ich meine, ich fasse zusammen. So? Keine Sportschau, Ja. selber jocken, Ich mag keinen Joghurt. Gymnastik, Waldlauf. Ja. Waldlauf. Hey, du spielst ja wohl. Ich laufe wie ein Osterhase in die Gegend rum. Nein. Kommt gar nicht in Frage. Da bleibe ich lieber vor meinem Fernseher sitzen. Ja. Ja, sitzen kannst natürlich schon, Maximilian, wenn dir das lieber ist, gell? Na, komm, Sitzen. hör auf. Ja. Max, er muss wirklich sitzen, Ja, gell? ja. Aber du laufst lieber, gell? Was denn? Max, ich bitte dich, laufen. Laufen. Also dann sind wir uns einig, dann werde ich den Diätplan festlegen. Ja. Okay? Also, Theresia, das Körper Ja. hätte ich gern wieder mitgenommen. Das Grünzeug kannst du auch wieder mitnehmen. Jetzt, Was denn? jetzt sei du stark. Sepp, kommst du da mit raus? Ja. Ich tue jetzt gleich das schöne Gemüse da. Ja, Theresia, Also, Theresia, Schönes Gemüse. ich komme, gell? Aber- Also, Maximilian, gell? Also, reiß nicht zusammen, gell? Oh, da bin ich sauber wo reintreten, ha? Diese blöde Geburtstagsfeier. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht einmal, wie ich heimgekommen bin. Ja, ich habe den Filmriss. Ich brauche eine Nervennahrung. Eine Nervennahrung brauche ich. Jawohl, das ist es. Eine Nervennahrung, jawohl, da wird ich brauchen. ja, so, Ja. mal bist denn du Lass verrückt? mal doch mein Schokolad. Da, nix Schokolad. Der Sepp hat gesagt, der Schokolad, der ist Gift. Ja, na, ist denn du?
Was soll denn der Jetzt Plätzchen? herrschen andere Zeiten. Komm, Was? jetzt, du gehst jetzt nass in die Küche. Was? Und tust abspülen. Ah. Es ist genügend Geschirr da, gell? Abspülen? Jawohl. Kann ich nicht. Ich verbiege alle Teller. Ich hab das noch nie kennt. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich zeig das schon. Raus! Ah, leck mich doch an. Oh, mein. Ich kann nicht mehr. Sag einmal, Was? ich bin doch nicht der Nurmi, dass ich jeden Tag mit dir in der Gegend umeinander laufe. Ich muss aber wegen meiner Wampen. Ja, du. Aber doch nicht ich. Wenn ich so weitermache, dann kann ich bei der Auferstehung des Fleisches liegen bleiben. Es dauert ja nicht mehr lang. Dann ist die ganze Prozedur vorbei. Ne? Mir reicht's. Ich gehe jetzt in Küchenhaus und mache aus meinem Geheimfach wieder mal richtig Brotzeug. No, ziehen Sie bitte, tu mir einen Gefallen und sage in meiner Anwesenheit nicht immer das Wort Brotzeit, sonst wäre ich schwach. Gut, dann gehe ich halt zum Tinieren. Ich komme direkt vor, als wir Jugend trainiert für Olympiade. Ja. Und der Wasser muss es saufen. Ja, gibt's denn sowas auch? Ja. Und meine Brotzeit haben sie mir auch schon hergerichtet. Und meine. Mei, ist die fett. Oh. Warte mal, wo habe ich denn? Wir brauchen Schokolade. Wo habe ich die Milch versteckt? Jetzt. Warte mal. Bist denn du verrückt? Was denn? Sag einmal, Ich hab noch gar wie nichts- Kalorienbomben hast du denn jetzt Ich genommen? habe noch gar nichts erwischt. Hör doch mal auf. Von dem Zeug, da kann doch kein Mannsbild satt werden, oder? Mannsbild. Hä? Wo bist denn du, ein Mannsbild, ha? Geh mit nach Hause und zeige das. Eine Figur hast wie eine Chianti-Flaschen. Was? Solange dieses Brauereigeschwür nicht weg ist, lebst du Diät. Hast mich? Ja, leben, sagst du zu dem. Da wird ein Kanickel, muss ich leben, ne? Sag mal, Was? hast du eigentlich deine Gymnastik halt schon gemacht? Habe ich während dem Laufen gleich mitgemacht, ja. Einmal gelaufen, einmal Gymnastik, dann wieder gelaufen, dann wieder Gymnastik. Ja, freilich. Was, Sonst freilich? nichts mehr, gell? Hä? Der Sepp hat gesagt, Gymnastik muss extra gemacht werden. Extra? Hm? Das da dir so passen. Ein Schokolad, fressen aber wie und dann... nein. Komm, turnen, aber schnell. Also gut, 1, 2, 3. Sag einmal, entweder du tust jetzt anständig turnen oder du gehst in den Garten raus und tust die Wäsche aufhängen. Nein, ich turne. Aber Marsch, Ja. gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein, ist aber 12, 13, nicht 14, gleich 15, 16, 17, 18. Ich geh jetzt raus und tu dir was Schönes kochen, Ja, gell? was gibt's denn heute? Nimm 28, 30. Einen ganz feinen, gedünsteten
halben Kohlrabi. Ja. Leitsungs keinen ganzen mehr, ha? 38, 45, 48, 80, 90, 85, 60, 70, 120, 155, 150, 185, 190, 200, 210, 215, 230, 250, 240, 47, 259. Dass du immer übertreiben musst. Ha? Es ist doch fürchterlich. Was denn? Jetzt kannst du rausgehen zum Duschen, gell? Duschen? Ja. Am liebsten darf ich lieber nicht duschen. Aber die 50, die wo ich heute so viel gemacht habe, die kriege ich morgen gut geschrieben, gell? Ja. Dann warten wir jetzt einmal ab. Ja. So. Ja. Und jetzt gehen aus. Ja, gut. Also. Ja, sag einmal, was hast denn du für einen Gang beieinander? Ich muss mir bei dem Laufen einen Wolf geholt haben. Das ist der Wolfgang. Dieses Mannsbild. Nicht einmal laufen kann er, ohne dass was kaputt geht. Komm jetzt. So, grüß euch Gott, gell, beieinander, grüß Gott. Bring wieder frische Vitamine, gell. Nein, das ist aber Gell, nett alles von wieder dir. drin, gell, Ja, ja. ich tu's gleich. Ja, das gell? ist gleich ein bisschen raus, gell. Was hast du denn heute für ein Hasenfutter gebracht? Noch, gell. Das Zeug würde mir auch besser schmecken, wenn's erst die Sau gefressen hat. Das darf dir so passen mit deiner Fresshaftigkeit, gell? Ja, nicht wahr? Viel tun hast du scheinbar noch nicht, gell? Der Bauch ist immer noch so viel wie früher, gell? Ja. Was? Sind wir ein bisschen ein Faulpelz, ja? Du hast das notwendig, dass du mich erblickst. Du bist schuld an meinen ganzen Schlamassel. Gegen die Schlamassel hast du dich ja selber hineingebracht, gell? Was? Ich bin ja nicht Amok gefahren, oder? Aber du hast es gesehen und hast nicht weggeschaut. Sei froh, dass nur ich gesehen hab. Sonst hättest du nämlich schon längst sitzen. Ja, ich weiß nicht, was besser wäre. Sitzen oder rumlaufen wie ein Hund. Das Laufen schaut da gar nicht, mit deinem Ranzen. Was heißt da Ranzen? Das ist ein bisschen ein geschwollener Nabel. Ja. Außerdem tragt das Gewand ein bisschen auf. Ne? Ja. Ein bisschen ab. So, jetzt hab ich's. Und Sepp, was kriegst du jetzt? Ja, sagen wir, weil es ihr seid, als Nachbarn und Arbeitskollegen, nicht wahr? Ja. Sagen wir, machen wir einen Sonderpreis, Ach, gell? Dankeschön. 40 Mark. Was, 40? 40? Wer's nicht glaubt, der irrt sich. Da sieht man mal, Was? mir du Geld kostet. Und dann will dieses Mannsbild ums Verrecken nicht einsehen, dass es nur zu seinem Vorteil ist. Zu meinem Vorteil? Das ist zu seinem Vorteil. 40 Mark, dann hat die 4 Schweinshaxen. Schwein, Was denn? Also, Theresia, wenn in diesem Hause noch weiterhin so unzüchtige Worte gebraucht werden, kann ich nicht mehr bleiben. Bestimmt. Ja? Schweinshaxen, Jetzt bist jetzt nicht stark, Max. Und hör jetzt mit deinen obszönen Reden auf. Geh jetzt zum Duschen oder zum Wäscheaufhänger. Geh schon. Wolferl. Schweinshaxen, Entschuldige, Sepp. Aber du glaubst gar nicht, was ich jetzt die letzte Zeit mit diesem Mannsbild mitmache. Immer muss dahinter sein. Keine Sekunde kannst du ihn allein lassen. Überall legt er seine Proviantjacke an. Ja, stell dir mal vor. Gestern habe ich ihn erwischt. Du, hat der da einen Schokolade? Ja, das ist ja ungeheuer.
Eine tierische Wurst? Ja. Also was dieser Mensch für eine kriminelle Energie entwickelt, nicht zu fassen. Oh, da, du was. Da. Und da. Zigaretten. Zigaretten. Nicht einmal meine Sorten. Ja. Und da. Ein Schokolade. Theresia, Was sagst du jetzt? du siehst mich fassungslos. Theresia, du musst mehr Druck ausüben. Lass dir nicht so viel gefallen. Dieser Mensch ist ja ein Monster. Ja, da brauchst du keine Angst haben. Ich wäre schon fertig mit ihm. Ich hoffe, Theresia, ich hoffe. Ja. Übrigens, recht viele Grüße soll ich ausrichten von meinem Hansi. Gell? Ja, Mein Dank, schön, Hast das du freut mich. schon geredet mit der Barbara? Apropos Rhabarbara. Nächste Woche bringe ich ganz einen frischen Rhabarbara, der ist sehr gesund für den Stuhl. Ja. Hast du schon geredet mit der Barbara? Hast du mit der Barbara schon geredet? Nein, also ich bin wirklich noch nicht dazu gekommen. Aber wir müssen ihr nur den Hagerfranzl Ja, ja. austreiben. Das ist alles. Ja. Aber du musst mir jetzt Theresia. entschuldigen, Sepp, weil ich muss jetzt Ja. hinter Max her. Ja. Du siehst es selber, keine Minute kommen. Den Hagerfranzl austreiben ist eine großartige Idee. Die ist sehr gut, die kann direkt von mir sein. Aber wie können wir den Hagerfranzl austreiben? Was machen wir denn da? Ja, Briefe. Kann ich doch schreiben, Briefe. Freilich. Schauen wir halt das Briefe. Nicht wahr? Liebe Babsi, ich freue mich schon auf unser Rente zu Fuß. Zur gewohnten Stunde am gewohnten Platz. So. Geht schon? Passt schon. So, da. An die Babsi. So, jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir bloß noch ein Platzerl, wo man den Brief hinlegen kann, damit es auch der Richtige findet. Ah, da ist er her, der Kohlrabi-Apostel. Bergmeier heiße ich. Ja. Bergmeier. Aber alle sagen's Kohlrabi-Apostel zu dir. Ja. Du, Was denn? jetzt muss ich dich mal was fragen. Ja, und was? Sag einmal, isst jetzt du wirklich kein Fleisch und keine Wurst? Das kann ich dir nicht beantworten, das gehört zu meiner ärztlichen Schweigepflicht. Geh. Red doch kein so ein Schmarrn. Du bist doch kein Doktor nicht. Ja, im gewissen Sinne schon. Ich bin praktisch der Doktor für die Fresssüchtigen. Hä? Ja. Bei mir gibt's kein Fleisch, keine Wurst, kein Alkohol. Du, wie ist denn das bei dir mit der Liebe? Sowas fragt man nicht. Ich meine, außerdem hat ja die Liebe mit der Fresshaftigkeit nichts zu tun. Ja, das heißt ja schon, ein guter Gockel wird nicht fett. Ja, das kann stimmen. Wenn ich die so anschaue, schlafst du nur im Hähnerstall. Na, jetzt aber. Lass deine Bemerkungen. Im Übrigen könntest du mir einen Gefallen erweisen. Ja? Kannst du 10 Mark verdienen. 10 Mark? Ja, für 10 Mark, da tue ich ja fast alles. Du darfst das bloß meinem Hirsel nicht sagen, gell? So viel brauchst du gar nicht da. Du musst nur den Brief abgeben. Ja, Sonst nix? Du kennst doch den Hager-Franzl da von der Nachbarschaft, da den Hager. Nein, ich kenne den. Und dem gibst den Brief und darfst halt nicht sagen, von wem du den Brief hast, gell? Ja, Den Brief? Den Brief, gell? Sonst nix? Nein, sonst nix. Am Hager? Ja. Gut. Ja. Ja, was ja? Ja, und was ist mit meinem Brief? Also, das hätte ich jetzt bald vergessen, gell? Ja, das kommt davon, weil es so viel Gemüse ist. Schau her, du hast 10 Mark, zeig's noch. Ich hab's nachgezahlt, das stimmt. Stimmt, gell? Ja. Du, aber weißt du, was komisch ist? Was denn? Von meinem Hirsel krieg ich aber bloß 5 Mark, wenn ich recht lieb zu ihm bin. Und bei dir krieg ich gleich 10 Mark, wenn ich bloß einen Brief wegtrage. Weißt du, was ich sag? Ab heute steigen bei mir die Preise ruckartig in die Höhe. Na gut, 10 Mark. Haut schon. Kriegt schon der Richtige. Na, und um die 10 Mark ist nicht schade.
Die hau ich dann beim nächsten Gemüse wieder drauf. So, jetzt kann ich gehen. Mama? Mama? Ja? Mama, du, was ich da sagen wollte? Gut, dass du da bist. Setz dich hin, ich muss dir was erzählen. Ja, was denn? Berndl, ich soll dir viele Grüße vom Bergmeier Hans ausrichten. Ja, wenn's du meinst. Der Hund freut dich das nicht. Also, ich mein, der Bergmeier Hans ist doch ein sauberer Kerl. Ja, aber nur wenn er gewaschen ist. Geht ja doch am Vogel. Wieso? Na, seit 3 Jahren putzt er jetzt ein, er wäre ein großer Sänger. Also du, beim letzten Volksfest, wie er im Festsaal gesungen hat, da hat er eine Mordstimmung reingebracht. Ja? Ja, das schon, aber nur, weil sie die Leute halb tot gelacht haben. Wie dieser große Star vor lauter Rumhupfer von der Bühne runtergefallen ist. Okay, merkst du mit dem Kasperl? Das ist doch eine Witzfigur. Also du, ich bin der Meinung, der setzt sich durch. Und wenn, dann verdient der Millionen. Ja, nicht, oh. Die Leute vom Schaugeschäft, die verdienen riesige Gelder. Ja, das liest man doch immer wieder in jeder Illustrierten. Aber bestimmt nicht von so einem wie diesem Bergmeier Hans. Oder wie er sich mit Künstlernamen nennt, Johnny Bill. Johnny Bill. Weißt du, warum der Johnny Bill heißt? Weil er so billig singt. Was der Zacherl wird nach der letzten Veranstaltung zu ihm gesagt hat. Fleißig hast gesungen und laut hast gesungen, aber bei mir singst du nimmer. Also, ich weiß nicht. Du hast an jedem Mannsbild was zum Aussitzen. Aber der Bergmeier Hans, der war... Ja, also wenn's dich beruhigt, den nimm ich. Hab ich wenigstens was zum Lachen, wenn er singt. Also, der Bergmeier Hans, der ist wirklich... Ja, ist ja gut, ich nimm ihn, ja. Ach, ich kann schon gar nicht mehr warten, bis ich ihn endlich krieg. Sag mal, meinst du das jetzt im Ernst? Oder willst du mich auf den Arm nehmen? Die auf dem... Nein, Mama. Du geh. So glaubst du, bei euch junger Mädel kennt man sich überhaupt nicht mehr aus. Einmal redet sie so und einmal redet sie so. Nein, die Mama muss Das ist ja komisch. Ah, da bist du ja. Ja? Warum gibt er die Lizenz in den Bärf nicht selber? Was denn für ein Bier? Du stell dir vor, Mama möchte mich unbedingt mit diesem Bergmeier Hans verkuppeln. Heut. Da habe ich auch noch Wörter mitzureden. Ja, ich schon. Jetzt muss ich erst meinen Brief lesen. Liebste Babsi, ich freue mich schon auf unser Rendezvous. Heute Abend zur gewohnten Stunde am gewohnten Platz. Es wird bestimmt wieder so schnucklig wie gestern. Wer wollte denn da mit dir umeinander schnuckeln, hä? Ja, was ist denn das? Von wem ist denn der Brief? Sag einmal. Hey, das ist doch mein Brief. Kannst du einfach meinen Brief lesen? Also unterschrieben ist er mit JB. JB? Wer heißt denn da bei uns JB? Wie kann denn das sein? Ja, du musst dich halt erinnern, mit wem du gestern umeinander geschnuckelt hast. Am gewohnten Platz und zur gewohnten Stunde. Geht's doch kein Schmarrn. Mit wem soll ich denn beieinander gewesen sein? Da steht's doch, JB. Ach so. Deswegen hast du gestern keine Zeit gehabt für mich. Jetzt kenne ich mich aus. Okay, Franz, jetzt sei doch nicht kindisch. Ich war gestern in meinem Englischkurs wie immer. Soll ich jetzt gehen? Dann kannst du beantworten, dein Brief. Franz, jetzt bleib halt sitzen. Also weißt du das, wirst wegen so einem Blödsinn so eifern kannst. JB. Ja, ist das vielleicht der Bergmeier Hans? Dieser Johnny Bill, ha? Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, drum steigt dieser Hans Wurst da alle beim Haus umeinander. Unser Vater dazu. Deine Mutter ist ja ganz begeistert von ihm. Na, Franz, ist es nicht. Ich mein, der Hans, der war nur da, weil er seinen Vater abgeholt hat. Der Mama Ja, stotter nicht. Ich kenne mich schon aus. Ich gratuliere dir zu deinem edlen Geschmack. Also, hätte man gar nicht gedacht, dass du so ein Fan von schlechter Musik bist. Okay, das ist doch gar nicht wahr. Ich verstehe das ja selber nicht. Du, das wird irgendein Scherz sein, oder was? Ein Scherz? Ja, aber nicht mit mir. Ich kenne mich schon aus. Ich lass mich nicht länger zum Narren halten. Habe ich die Ehre. Franz! Jetzt bleib halt... Franzl! Franzl! Ach,
Ach, du hörst da mich schon. Ah, das ist eine nette Begrüßung. Ah, was ist denn das? Tante Sag Betty. einmal, warum holt mich niemand vom Bahnhof ab? Ha? Mei, du musst schon entschuldigen. Ja. Aber bei uns geht's momentan drunter und drüber. Aha, habt's einen Krach gehabt, ihr zwei, du und der Franzl miteinander, ha? Ja, ein bisschen gestritten haben wir ja. Jesus, nein. Ja, wegen diesem saudummen Brief da. Wegen dem Brief? Ja. Darf ich mal reinschauen? Ja, freilich. Ja. Ja, ich weiß nicht einmal, von wem der ist. Was? Ja. Liebste Babsi, ich freue mich schon auf unser Rendezvous heute Abend. Oh, da schau her. Und an derselben Platz. JB. Also, das ist gespassig. Also, so wie der schreibt, müsste der schon wissen, dass du wissen, von wem der ist. Okay, jetzt fang du nicht auch noch an mit dem Schmarrn. So weißt du, das hat mir jetzt gerade der Franz als vorgehalten. Ne, dabei verstehe ich das ja selber nicht. Du, das ist irgendein ein blöder Scherz oder was ich. Ja. Na, ich hab's versucht, dem Franz zu erklären, aber der glaubt's mir nicht. Okay. Ja. Ja, wer kann das sein, der JB? Ja. Es wird wahrscheinlich dieser Johnny Bill sein. Johnny Bill? Ist dieser Ami? Na, das ist der Sohn von unserem Nachbarn, der Bergmeier Hans. Was, der Volldepp? Ja. Mein Gott. Warum schreibt er dann Johnny Bill, wenn der Bergmeier heißt? Das ist doch sein Künstlername. So. Ja, du, mit diesem Volldepp will mit Mama unbedingt verheiraten, stell dir vor. Ja, gar nicht. Ja, die pult sie diesen Hamperer als Schwiegersohn ein, weil sein Vater der Kohlrabi-Apostel... Na, jetzt ein bisschen langsam. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal, weißt du? So, ja. Also alles schön der Reihe nach. Also, der Berghammer. Na, Bergmeier. Ah, ja, ja. Du kennst ihn schon. Ja. Der Sepp. Also, der hat Mama ganz narrisch gemacht mit Ja. seiner Biokost. Und die schikaniert jetzt den Papa umeinander. Und Mama und der Sepp, die möchten unbedingt... Nein, Babsi, so geht das nicht. Weißt du was? Du gehst jetzt mit mir auf mein Zimmer und erzählst mir alles schön der Reihe nach. Und zwar so, dass deine Tante auch mitkommt, gell? Jetzt geh weiter. So, jetzt. Du, aber du musst unbedingt mit dem Franz reden. Du musst ihm das erklären mit dem Brief. Ja, ich mach alles. Bloß muss ich das zuerst einmal verstehen, um was es überhaupt geht. Jetzt Kind, geh weiter. Jetzt Ja. red. Also, das war doch so. Der Sepp ist gekommen mit dem Brief. Resi. Gar niemand da. Resi! Resi! Wo ist denn die Besi, Resi? Max! Maximilian! Du kannst das ganze Haus ausräumen. Ist niemand da? Ja, da steht ja ein Telefon, das kann ja gleich hernehmen, dann sparen wir schon wieder die Telefongebühren. Ja, Hansi, hier ist dein Papi. Was für ein Papi? Frag nicht so Papi, dein Kohlrabi-Papi. Dein Vater. Ja, Hansi, jetzt pass auf. Du sitzt jetzt schon ins Auto rein und fährst zum Supermarkt runter. Gell? Ja. Da kaufst du ein bisschen Gemüse, Kohlrabi, Geiberrüben. Du weißt ja selber, was ich immer so heimbringe, gell? Das kaufst du. Muss nicht das Schönste sein, nein, muss nicht das. Irgendwas so ein bisschen, was die anderen halt so nicht wegen, dass du das billiger hast, gell? Ja. Dann tust du das schön ins Auto rein, lass dich halt nicht sehen, gell? Ja. Und daheim tust du das gleich in den Keller runter, dass es frisch bleibt, gell? Ja, kannst du. Oh, jetzt kommt der. Das Geld legst du raus. Fertig gut, Hansi, fertig gut. Ja, Resi, gell? Grüß dich gut auch. Okay, aber mich doch nicht täuscht. Nein, hast du nicht täuscht, was hast du denn? Ich hab doch gemeint, ich höre Stimmen, ich höre Ja, Reden. gell, so, Also. nein, gell. Wer war denn da? Wer waren da? Ich bin gerade gekommen, ich weiß nicht. Was nicht? Ja. Sag einmal, führst du Selbstgespräche? Ja, weißt du, manchmal, da unterhalte ich mich halt gern mit einem gescheiten Menschen und da rede ich dann mit mir selber, gell. Ja. Das- Und was willst du? Mein Korb habe ich vergessen, den hätte ich gern mitgenommen. Ach so, Ja. Moment. Sofort, gell. Gerade noch mal gut gegangen mit der Bestellung. So, Resi, gell, vielen Dank, gell, dass du mir gleich gebracht hast. Resi, für die gut, gell, kommt einer anders mal wieder, bring wieder ein Gemüse, für die gut, bleib gesund, gell, komm schon wieder, gell, für die gut, Resi. Ja. Magst du nicht einmal einen Hagebuttentee trinken? Ah, das ist, verstehe ich nicht. Frisst nur Kohlrabi und ist doch ständig so nervös. Ja, da bist du, Resi. Grüß dich Gott, ich suche dich schon überall. Grüß dich. Mein Bettel. Um Gottes Willen, die haben wir ja ganz vergessen. Ja. Entschuldige, dass dich niemand vom Bahnhof abgeholt hat. Ja.
Aber bei uns geht's drunter und drüber. Die Babsi hat mir schon erzählt. Du, Was? aber wie das du mit dem Max treibst, also das finde ich fein nicht richtig. Naja, gut, er hat ein bisschen am Bauch, gell, Also aber... ein bisschen am Bauch. Jetzt hörst du aber auf. Okay. Das ist ja ein Wampen. Also, wenn der am Boden unterschaut, dann sieht er nicht einmal mehr ob. Resi. Ob seine Schuhe gebunden sind. Okay, so schlimm ist das auch wieder nicht. Schau, es heißt doch schon, ein Mann ohne Bauch ist kein richtiges Mannsbild. Aber so wie es das du mit dem Max treibst, das ist ja schon beinahe ein Scheidungsgrund. Also, Bettel, jetzt hör. Ja. Jetzt hörst du aber auf. Also, wenn man auf die Gesundheit von seinem Mann schaut, wo soll denn dieser Scheidungsgrund sein? Die Babsi hat mir schon gesagt, dass dem du fast nichts mehr zum Essen gibst. Ja, dann muss er umeinander hupfen wieder so ein Hans Kasperl und obendrein schikanierst ihn auch noch mit der Hausarbeit. Mein Gott. Du, ich hab erst neulich in so einer Illustrierten gelesen, dass ein Mann bei so einer Behandlung Durchdraht hat. Was? Der wollte seine Frau umbringen. Was? Der wollt's mit dem Putzlumpen erwürgen. Mein Putzlumpen. Stell dir vor, dieser Mann ist freigesprochen worden. Wegen Notwehr. Wegen Not. Ja. Ich muss sofort die Putzlumpen wegrammen. Nein. Ich hab nicht so gemeint, aber Vettel, was soll ich denn dort? Er muss doch abnehmen. Okay, Resi, du bist doch alt nur. Du weißt doch selber, was du tun musst. Weißt du, zu viel Gesundheit kann schon wieder krank machen. Jede Übertreibung ist von übel. Jawohl. Also, ich weiß nicht. Aber wenn ich mir's richtig überlege, Ja? du, er hat ja schon schön abgenommen. Er hat schon eine viel bessere Figur, ja? Ja, das nützt dir dann nichts mehr, wenn du geschieden bist. Ja, höchstens deine Nachfolgerin. Die hat dann ihr Freit dran. Was Nachfolgerin? Vettel, eine Nachfolgerin. Was wollte ich jetzt? Ich weiß nicht. Ach ja, Putzlumpen wegrammen. Mein Lieber, das sitzt. Boah, Tante Betty, ich hab alles gehört. Ja, also wenn du der Mama einkotzt hast, einfach spitze. Du meinst nicht, dass ich ein bisschen Stick auftragen habe? Ach, woher nicht? Ja, grüß dich, Max. Danke, Betty, grüß dich Gott. Ich hab mein Pensum und hinter mir was Geh weiter. Tu doch nicht so übertreiben. Ja, wenn ich umfall, höre ich von selber auf. Du, ich komm dann wieder, wenn du wieder einigermaßen normal bist. Ja, Gell? bitte dabei, Alter, grüß dich. Grüß Gott, Herr Haberl. Grüß Gott. Ist die Babsi nicht da? Du denkst ja, dass sie nicht da ist, ne? Ah, Herr Haberl, ich brauche Ihre Hilfe. Ich hab selber so viele Probleme, mir hilft auch keiner. Ach so, das mit dem Auto, das meinen Sie? Woher wissen Sie das? Hat der Bergmeier nicht dicht gehalten? Na, im Ort wird halt so geredet. So? Weil wie so geredet wird halt. Was, wenn der so geredet, wie man so geredet hat im Ort, ha? Jeder redet was anderes. Hä? Und keiner weiß was genaues. Ja, genau wie bei mir, ich weiß auch nicht genau. Da sitzen sie noch mal nieder. Also, Was redet man denn so im Ort, ha? ich glaube nicht, dass Sie schuld sind. Was? Ja, vielleicht war die Geschichte ganz anders. Ich meine, so wie es jetzt ausschaut. Ja, weißt du vielleicht was Näheres? Oh, entschuldige, das hab ich einfach du zu dir gesagt, gell, Franz? Das macht doch nichts, Herr Haberl. Da bleiben wir gleich dabei, Ja, gell? bleiben wir dabei, ja. Gut, ich schau mal, dass ich was rausbringe, dann rühre ich mich wieder. Ja, das war recht, ja. Darf ich einer was fragen? Ja, Frau halt. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Ich? Ich meine, gegen mich und die Babsi. Ich hab gar nichts, aber meine Alte, die will gern haben, dass der Bergmeier Bub mit unserer Babsi zusammenkommt, weil der Bergmeier hat mich in der Hand, ne? Ja. Okay, was kann der Bergmeier schon in der Hand haben? Ja, Ach so, das mit dem Unfall, das Was meinen heißt Sie? Unfall? Fahrerflucht, Sachbeschädigung und so weiter und so fort. Sitzen. Nein, dann müssen wir halt schauen, dass wir den Bergmeier losbringen. Oh, das war recht, dann hört die Unkrautfresserei endlich auf. Ja. Also, das war
Also, Braseltaus, wenn du zusammenbringst, dass du mir hilfst, dann ich lade dich zum Essen ein. Meyerhaber, Sie müssen sich halt wehren. Sie sind doch der Herr im Haus, oder? Ja, das bin ich. Bloß meine Alte glaubt's aber nicht, ne? Also, Sie haben auf alle Fälle nichts dagegen, dass die Babsi und ich... Naja, gar nichts dagegen, du bist mir sympathisch. Und dein Vater, der ist ein ganz anderer Typ, ne? Ja. Gut, und Sie legen ein kurzes Wort bei Ihrer Frau für mich ein. Ja, das mache ich. Das heißt, wenn ich zu Wort komme. Also, wie gesagt, Bettel, du musst entschuldigen, dass bei uns ein solcher Wirbel ist. Aber du musst verstehen, er muss wegen seiner Gesundheit die strengste Diät halten. Ja, ich hab das schon gesagt, tu bloß nicht übertreiben. Na, da brauchst du keine Angst haben. Ich habe einen sehr guten Ratgeber. Ja? Der Sepp, der gibt mir immer die Ratschläge. Das ist gerade der Richtige. Gerade deswegen musst du aufpassen. Na, jetzt hörst du auf. Der lebt ja genau so nach diesem Plan. Okay. Ja, wenn er das sagt, rein biologisch dynamisch. Aha. Kein Fleisch, ohne Alkohol, ohne Nikotin. Der wird wahrscheinlich 100 Jahre alt. Wie 99 schaut er jetzt schon aus. Einen wunderschönen damischen guten Tag, meine Herren. Herrlichen, guten, schönen Tag. Ja, sucht es euch selber raus, gell? Ja. Grüß dich, Sepp. Schön, dass du wieder was bringst, ja, ja. Weißt du, ich hab nämlich nichts mehr da, weil der Max hat ja alles wegputzen müssen. Der ist mir gerade noch abgegangen. Frau Moser, Sie werden uns jetzt doch nicht allein lassen, Frau Moser. Nein, ich möchte nicht stören, wenn Sie gerade was Wichtiges miteinander zum Reden haben, gell? Also, Bettel, du störst doch. Jetzt hörst du aber auf, du kannst doch hören, was wir zwei zu reden haben. Also, Ja, Frau Alle, wir haben doch keine Geheimnishaftigkeiten, gell? Ich wünsche mir sogar, dass die Frau Moser da bleibt, gell? Wie geht's Ihnen denn immer so, Frau Moser? Frau Moser? Wie geht's Ihnen Mein immer Gott, so? na, wie es halt so einer alten Witfrau geht. Na, Oid, jetzt hören Sie aber auf, gell? hey, Bettel, jetzt hörst du auf, du mit deinen 51 Jahren. Was? 51 Jahre sind Sie schon. Also, da meine ich, liegen Sie mir aber jetzt ein bisschen an, gell? Ich hätte einen allerhöchstens auf 50 geschätzt, gell? Nicht einmal das, gell? Okay, Ja, doch. Sie süß holt's rausblasen. Nein, das sind Tatsachen, gell? Das ist meine Meinung. Sind Sie jetzt auf Urlaub da, Frau Moser? Frau Moser, sind Sie jetzt auf Urlaub da? Nein, ist nicht auf Urlaub da. Die Bettel, die arbeitet ja schon lange nicht mehr. So. Na, das hat sie ja gar nicht mehr nötig. Ach so, Na, genau. Die kriegt ja durch die Pension von ihrem Schorsch. Das ist eine Schorschpension. So, gell, ja. Na, okay. Und da kriegen Sie so eine Pension, gell? Ja. So. Und wie lang sind Sie jetzt da schon, also wie die Pension, also man, wie lang sind Sie Ja, jetzt? mein Mann ist jetzt schon fast 2 Jahre. 2 Jahre, gell, ja, na, Ja. gell. Und da können Sie so gut leben von der Pension, gell? Ja, Ich bin zufrieden. Ja, nein. So geleitet, ja, so, gell. Ja. Die Bettel hat doch die Miete von ihrer Eigentumswohnung. Eigentumswohnung. Und gleich 4 Stück. Da sind ja Sie direkt sowas wie eine Party, eine gute, gell? Naja, wenn ich noch 20 Jahre jünger war, dann vielleicht schon. 20 Jahre, jetzt hören Sie aber auf, gell? Das muss ja gar nicht. Schauen Sie, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, gell? Ja, das sieht man. Aber immer noch gut benannt, dank meiner gesunden Lebensweise, gell, ja. Ja, ich bin jetzt auch schon 5 Jahre, bin ich jetzt auch schon Witwe, gell, ja. Aber keine Eigentumswohnungen, gell, ja. Keine Also, Eigentumswohnungen. Sepp, Was denn? du wirst doch kein Auge auf unser Bettel geworfen haben. 1, gleich alle 6. Wieso gleich 6? 1, 2, 3, 4 und die 2 Hühner auch noch. Also, ich werde jetzt auf alle Fälle mal das Geschirr austragen, Ja. dass wenn der Max heimkommt, dass er was zum Abspülen hat. Ja.
Ja, Resi, du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Gell, Frau Moser, Sie werden doch nicht Angst haben vor mir, gell? Angst? Ja. Ja, wie kommen Sie denn da dazu? Okay. Das war nur die Schiene, gell? Wissen Sie, ich bin sowas wie ein Freund des Hauses. Gell? Aha. Ja, ich gehöre praktisch schon direkt zur Familie. Gell? Ja, ich weiß schon. Sie sind der Hoflieferant fürs Gemüse, gell? Ja, nicht nur für den Hof, auch fürs Haus, gell? Sie schmeißen mich gleich an. Entschuldigen Sie, Na, ich wollte gar nicht so fest. Ja, was gell? haben Sie denn jetzt? Entschuldigen Sie. Jetzt reißt mir doch nicht gleich ein Loch in meine Blusen Nein, ich bin ganz zart. Schade, Frau Moser, dass Sie nicht immer da wohnen. Wir zwei täten uns bestimmt gut vertragen. Ja. Wenn Sie als Witfrau und ich als Wittmann. Ja. Mein Lieber, Sie gehen vielleicht los. Okay. Ja, aber ich mag mich nicht, dass ich was traue. Schon, gell? Ja, ich mag keine Lahmsieder. Nicht, gell? Nein. Ja. Warum sollten wir uns eigentlich nicht einmal wieder treffen? Okay, warum eigentlich nicht? Ja, gell? ja, in allen Ehren natürlich. Also, wo wir uns treffen, ist mir gleich. Gell? Wissen Sie, Herr Bergmeier, Ja. Sie sagen jetzt Betty zu mir Ja. und ich sag Sepp zu Ihnen. Ja. Sie sagen Betty zu mir und ich bin der Sepp, ja. Das ist ja wunderbar. Also Sie sind ein Diamantstück, Okay. ein Brillantstück, ein Silberbergwerk. Hallo jetzt. Ja. Deswegen brauchen wir doch die Hand nicht so abschlecken. Irgendwo muss man anfangen, gell? Ja. Wissen Sie was, Frau Betty? Ja. Ich werde öfter kommen. Ja, irgendeinen Grund werde ich schon finden, gell? Ja. Und wenn ich jedes Radieserl einzeln ausreißen muss, gell? Ja. Und wenn ich jedes Radieserl einzeln rüberbringen muss, gell, Frau Radieserl? Frau Betty? Also, das wäre schon sehr schön. Ja. Mit einer kann man sich so gut unterhalten. Gell, ja. Sie sind so intelligent. Aha. Merkt man das? Wissen Sie, ich bin trotz meinem Haufen Geld manchmal sehr einsam. Ja. Es ist schlimm, wenn so ein Haufen Geld so einsam ist. Oh ja. Ja, aber das lässt sich ja ändern, gell? Was sollte man da ändern? Das mit dem Haufen Geld oder das mit der Einsamkeit? Nein, schon das mit der Einsamhaftigkeit, Aha, gell? ja. Aber jetzt haben Sie ja mich. Ich Ja, meine, genau. ich kann Sie ja beraten, wenn es ums Geld geht, ja, oder um die Anlagen, Ja. oder um die 5 Eigentumswohnungen. Gell? 4 sind's. 4 sind's bloß. Nein. 5 wären mir lieber. Ja, aber es ist ja dafür ein Haufen Geld da, gell? Ja, das schon, aber das Geld allein macht nicht glücklich. Ja. Aber zum Zahlen ist es halt doch recht praktisch, gell? Ja, das schon. Sepp, Ja. ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ja, Frau. Sie gehen jetzt heim. Ja, in was für Heim? Ja, in Ihr Heim. Ach so, ja. Ja, und machen ihn ein bisschen frisch Ja. und ziehen Sie was anderes an. Ja. Und kommen dann, sagen wir mal, Da darf es ja schon ein bisschen eher sein. ja, in einer halben Stunde. Eine halbe Stunde, ja. Und dann essen wir 2 ganz gemütlich, ganz Ja. allein, bei Kerzenschein. Ja. Und vielleicht legen wir auch noch eine schöne Schallplatte auf. Schinkenplatte wäre mir lieber. Also das wird meine Romantität. Schon wieder? Teufel, Was ist jetzt? jetzt habe ich einen Faden erwischt. Der darf ja schon in einer Viertelstunde kommen. Ja, von mir Eine aus. Viertelstunde, Aber ja. eine Viertelstunde brauche ich schon. Ja. Ich muss ja noch alles Ja, herrichten. freilich, ich muss mich auch noch waschen, gell? Waschen Sie einen Füße. Alles wasche ich, alles. Mir fehlen die Worte, Ja. Fräulein Betty. Ich komm gleich, Fräulein Betty, Ja, gell? das ist noch Ich sause, ich fliege. Ich bin gleich wieder da, Fräulein Betty, gell? Für eine gute Kinder. Wiederschein. Der hat Feier gefangen, als wäre er 17-Jähriger. Ja, so ein geldgieriger Lappen. Und sowas läuft frei umeinander. Naja, mir kann's recht sein. Ich gehe jetzt auf alle Fälle zum Metzger. Hoffentlich kriege ich das, was ich will. Mit meinem aufgescheuerten Hintergestell habe ich heute gar keine Gymnastik getrieben. Da fehlt mir gleich irgendwas. Mal schauen, wir sitzen. Aha, das geht auch wieder sitzen. Aha. Der Wolf, sie will zurück zum Rotkäppchen. Muss ja mal schauen, wo ich
Meine Reserven haben. Das habe ich gestern schon gefressen. Das habe ich auch schon hinter mir. Jawohl. So, da haben wir ja schon was. So, das ist genau das Richtige. Zwar nicht mehr früh, aber es kann. Sag einmal, spielst denn du was, der schrittst mit denen so, kannst du nicht anklopfen, ha? Was? In unserer eigenen Wohnung? Naja, aber die hätte ja leicht ersticken können. Stell dir vor, das ist die Mama. Ade, du mein lieb Heimatland. Ne? Oh, Papa. Was denn? Wenn ich dir ja so anschaue, Was ist? was machen wir denn, dass das wieder einigermaßen normal wird? Ja, bei das, uns? wenn ich wüsste. Du, die Tante Betty hat der Mama schon schwer ins Gewissen gekriegt. So? Die hat ja gesagt, dass das glatt ein Scheidungsgrund ist, was sie da macht. Ja, herab, was hat die Mama drauf gesagt? Ja, ein bisschen geschreckt geschaut hat schon. Das macht gar nichts, ich bin ein bisschen geschreckt ist, ja. Deswegen hat sich aber bei mir noch nichts geändert. Ja. Du, Papa, da fällt mir was ein. Ja? Wie war's denn, wenn du mal von Scheidung reden darfst? Ja, so pro forma, weißt, wegen der Mama. Ich soll mit der Mama von der Scheidung reden? Ja. Jetzt, wo ich so geschwächt bin? Was glaubst denn du? Die schnauft mich ein, dass ich ja quer vor der Nase lieg. Nein, ich mein ja auch nicht mit der Mama. Na, auf der Mama schon gleich gar nicht. Papa, Was denn? ich mein doch am Telefon. Telefon? Ja, weißt, wenn's da so dort als wenn's mit dem Rechtsanwalt verhandeln darfst. Was? Wer? Ja, und ich sorg dafür, dass die Mama das hört. Du, vielleicht ist das einmal ein ganz heilsamer Schock für sie. Naja, schauen die jetzt nichts, wenn sie ein bisschen Angst kriegen, gell? Mir jagt ja auch immer so viel Angst ein. Ne? Papa, das machen wir. Wie geht denn das? Ja, also du telefonierst Ich und ich sorg dafür, dass die Mama das hört. Ja. Ja, da Was soll ich sagen? redst halt von Lieblosigkeit. Lieblosigkeit ist gut. Ja, und von seelischer Grausamkeit. Das ist sogar sehr gut. Ja, und solche Sachen halt. Das ist am allerbesten. Also, probieren wir's gleich Ja, mal. und wie soll ich das machen? Ich zeig das. Ja, sagen wir es einmal. Schau her. Ja. Also, Ja. abheben, Abheben. wählen. Was für eine Partei? Was denn? Da musst du Ach wählen. so, da, weg, ja. Und dann Gabel drücken. Gabel drücken. Und dann reden. Aha, lass uns mal probieren. Also abheben, Ja. wählen, Ja, Gabel drücken und sprechen. genau. Ich geh aber schnell zur Mama aus. Ja. Wart, gell? Ja, freilich, ja. Schau, das alles her, gell? Ja, gut. Jetzt kommt schon. Jetzt geht's schon los. Was hat's gesagt? Abheben. Wie ist jetzt die Nummer von meinem Rechtsanwalt? 21, 14, 33. So, jetzt ist bei dem Depp jetzt, das kann ich überhaupt nicht telefonieren, ne? Ja, halt, Gabel drücken. So, jetzt. Ja, Herr Rechtsanwalt, ja. Also so geht es nicht mehr weiter. Nein, nur noch Scheidung. Es kommt nur noch Scheidung in Frage. Jawohl, Sie glauben gar nicht, was meine Frau alles mit mir macht. Ja, das ist seelische Grausamkeit. Das ist Gefühlskälte. Jawohl, die ist so kalt, dass ich sogar im Sommer einen Wintermantel anziehe. Jawohl, ja. Sehr richtig, Herr Rechtsanwalt, jawohl. Was? Das wäre auch ein Grund, gell? Was? Wie lange ich meine Frau schon hab? Viel zu lang. Was? Ich meine natürlich 24 Jahre sind wir verheiratet, ja. Wenn sie so weitermacht, dann fahre ich meine silberne Hochzeit ganz alleine. Ja, gut. Ja, Herr Rechtsanwalt, wir machen es so. Wenn sich meine Frau in 8 Tagen nicht ändert, komme ich zu Ihnen, dann wird geschieden. Jawohl? Dann wird geschieden, gell? Gut, Herr Rechtsanwalt. Also dann, auf Wiedersehen, bis nächste Woche, gell? Ja, Liebchen, ade, silent today. Ja, um Gottes Willen, das kann er doch nicht machen.
Ich mein's doch bloß gut mit dem. Der kann sich doch nicht einfach scheiden lassen. Ja, also, so wie der Rechtsanwalt gemeint hat, gell? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ferdl, lass mich jetzt bitte nicht allein. Ja, Mama, da kann ich nichts machen. Das kannst jetzt nur du ganz alleine. Was, ich? Ganz alleine? Ja, okay, ja. Was wollte ich tun? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Er will sich scheiden lassen. Bloß scheiden. Jetzt kann ich die Putzlumpen wieder herrahmen. So, das habe ich gekriegt, was ich wollen hab. Babsi? Ja? Hey, Babsi, bring mir doch einmal eine schöne Tischdecke. Ja, Sven. So, jetzt werden wir gleich mal schauen. Jetzt warte mal. So. Das ist schön. Jetzt pass mal auf. Jetzt bringst du mir von der Küche auf einem schönen Tablett 2 Teller, 2 Bestecke, eine Flasche Bier und 2 Biergläser. Weißt du, wo die Mama einen Schnaps versteckt hat? Freilich. Ja, ich bring's dann mit, gell? Ja, du, für was brauchst du denn das alles? Das erfahrst du noch. So, Sepperli. Jetzt werden wir einmal deine Standfestigkeit und deine Prinzipien testen. So, oder? Das hast du ganz gut gemacht. Ich danke dir. Bitte schön. Ja, dann wünsche ich dir viel Vergnügen. Danke. Mein Lieber, da werd ich am Daumen raustreiben. Meinen Freund, da bin ich jetzt gespannt. So, das tun wir jetzt da. Ja? So ist das alles richtig. Und jetzt schauen wir mal. Ah, schön. Wunderbar. Brezen. So. Der Duft. Einfach wunderbar. So. Und was brauchen wir jetzt? Eine Kerze. Dass die ganze Sache ein bisschen romantisch wird, gell? So, da. Dann schaut das alles gleich noch schöner aus. Na, jetzt brennt schon. So, jetzt. Was brauchen wir jetzt noch? Eine Musik. Aha, das haut nicht hin. Naja, ich sag gescheiter so. Womöglich singt der noch mit. Jetzt kommt er schon. Pünktlich ist er, mein Lieber. Ja, das ist ja wunderbar. Sehr wunderbar. Zu wunderbar. Ja. Kuckuck. Wer ist jetzt das? Kuckuck. Ja, wer kann jetzt das sein? Ja, wer? Ja, vielleicht das Dornröschen. Nein, nein. Oder das Schneewittchen. Auch nicht. Auch nicht. Nein. Oder vielleicht die böse Hexe. Tatsächlich. Oh! Meine liebe Betty. Ja. Geil. Mei, Sepp, sind Sie jetzt vielleicht fest. Also, das muss ich schon sagen. Jetzt denkst du was anderes gleich. Es wird mit Ihren Kraut und Ruhm gewandelt. Gell? Und Ihren Sandalen. Ja. Also, das hätte ich gar nicht gewusst, dass Sie so einen schönen Anzug haben. Ja. Haben Sie den Schleier genommen? Nein, nein. Ja. Der gehört schon mir. Ach so. Ja. Für Ihnen hätte ich sogar im Smokinger kommen. Okay. Oder in der Badehosen. Also, das Smoking ist mir da schon lieber. Ja, okay. Also, Sepp, Ja. darf ich bitten? Was jetzt schon? Na, So. Platz Ah, ja, nehmen, Platz bitte nehmen, schön. Ja. Vielen Dank. Mach Ihnen. Ja. Mach Ihnen. Jetzt, zur Begrüßung trinken wir jetzt gleich einmal ein Aperitif, gell? Aber hoch wäre mir eigentlich lieber. Ist das ein Alkohol? Na, rein biologisch aus dem Glaselbauern sein Obstgarten. Ja, na ist schon recht. Zwetschgenwasser. Zwetschgen- Oh, fein.
So? Also doch ein Alkohol. Nein. Ja, wissen Sie, weil ich habe schon seit über 30 Jahren habe ich ja schon keinen Alkohol mehr getrunken. Aber wahrscheinlich vertrage ich ihn ja gar nicht mehr, gell? Ach, was nicht so? Ja, und dann geht's ja auch gegen meine Prinzipien. Also Sepp, entweder Ja. Sie wollen jetzt eine gemütliche Stunde mit mir oder Sie wollen es wieder sein, aus Prinzip. Nein, nichts wieder sein. Gut, Aber es ist halt, weil ich hab schon dann trinken wir Bruderschaft. Oder wollen Sie nicht? Ja, freilich. Bruderschaft. Freilich mag ich Bruderschaft. Na, Seppele. Das Kitzel Ja. weitermachen. Nein. Zuerst trinken wir. Ja. Und dann machen wir vielleicht weiter. Ja. Also dann, Sepp, auf dein Wohl. Ja, auf mein Wohl. Ja. So, und jetzt machen wir Brotzeit. So. Machen wir Brotzeit. Ja. Was gibt's denn Feines? Das wirst jetzt geil sein. Ja, das ist ja ein Leberkäse. Ja. Ja, ei der Daus. Das ist der beste Leberkäse weit und breit. So breit ist der gar nicht. Ein Leberkäse. Ja, und ich hab gemeint, es Was gibt hast du vielleicht... gemeint, Sepp? Ein Wirsching oder ein Sellerie? Ja, schon eher in der Richtung was. Aha. Also Sepp, weißt du was? Jetzt probierst du mal zuerst. Gell? Bevor du überhaupt redst. Da schau her. Ah, der Duft. Glaubst du, der Duft, der macht mich ganz narrisch. Der macht mich direkt ein bisschen erotisch. Ja, aber es ist halt wegen meiner Prinzipien, gell? Na, jetzt Sepp. Entweder deine Prinzipien oder ich und der Leberkäse. Ja, das ist aber schon hart. Ja. Riechen tut er schon gut, riechen. Und schmecken noch viel besser. Das ist aber schon eine echte Versuchung. Sepp, das ist doch keine Versuchung. Ach Gott, das ist ja einfach herrlich. Das ist ein Genuss ohne Reue. Ja. Ja, Meinst wirklich, dass ich soll? freilich sollst du. Dann nehme ich zuerst ein Stück von der Brezen, damit der Leberkäse nicht so in meinen leeren Magen hineinplumpst, gell? Wie es meinst. Bisschen trocken ist die Brezen schon. Jesus, nein, freilich, das Bier habe ich vergessen. Jetzt kann ich weiter. Ui, jetzt muss ich schicken. Ja, oh. So, gleich ein Schnapsel noch. Ja. Da ist er nicht so trocken. Ja. Und ein bisschen Bier. Jetzt schau ich mal, ui. Ja, nein, nicht schlecht. Jetzt schau ich mal, ob er schon besser rutscht, gell? Ja, genau. Habe ich das nicht gesagt, dass das schmeckt? Ganz gut. Gell? Hätte nicht geglaubt, dass das so schmecken kann. Ja. Das wäre jetzt öfters backen. Siehst du, Sepp, also gefällt mir schon besser. Jetzt schaust du eher nach einem Mannsbild aus, zu dem man Vertrauen haben kann. Ich sage immer, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, gell? Prost, Sepp. Wenn ich da so denk, dass ich vielleicht jetzt vor meine 2 Karotten sitze, also mir fällt das schon ein schönes Stück lieber. Gell, Schnackerl? Ja. Sepp, man braucht bloß mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Und schon schaut das Leben ganz anders aus. So Ha? ist es. Also, Sepp, da geh her, jetzt trink schon mal. Der tut dir gut. Bitteschön. Kann ich da noch so einen Leberkäse haben? Ich mein, Ja, freilich. es ist ja nur da, ne? Und den Rest packst du mir dann ein. Weißt du was, Sepp? Jetzt trinken wir zur Verdauung noch ein kleines Glas. Geh. So, Prost.
So ein kleines Glas für so eine große Portion Leberkäse. Ah, trinkst du halt noch einen? Sicher ist sicher. So ist es. Sicher ist sicher. Genau. Prost. Aber genau. Betty, Was denn? du darfst mir fast schon narrisch gefallen. Was? Du und deine 7 Eigentumswohnungen. Hey, Sepp. 4 sind's bloß. 4 bloß? Ja, Na, trinken wir noch 3, noch sind es 7. genau. So, jetzt schau her. Und dann meine ich, kannst du auch gleich noch trinken? Den deinen trinke ich auf dein, den deinen trinke ich jetzt auf dein Wohl. So machen wir's. Ja, genau. Prost. Okay, her. Dass du auf den Geschmack kommst. Ui. Betty. Was ist jetzt? Betty, jetzt nähe dir Busse. Ah! Busse! Sitz dich, du! Sitz dich auf mich! Sag's mal! Der ist ja besoffen! Freilich, das wollte ich ja. Was? So. Und jetzt mache ich eine Zigarette. Keine Zigaretten, ich mag die blöde Raucherei nicht. Was siehst du auch nicht an, ey? Jetzt sind wir noch gar nicht verheiratet, möchte sie mir das Rauchen verbieten, ey. Lass mir rauchen. Ich hol schnell Zigaretten vom Papa. Gell? Mama bringe ich auch gleich Ja, mit. genau. Weil ein richtiger Mann, der raucht, nicht mehr. Nein, ein richtiges Mannsbild raucht eben nicht. Aber deswegen darfst du rauchen. Ja, genau. Was das für bin ich. Zigaretten? Jetzt schau her. Da. Jetzt komm. Meinst du, dass du das noch schaffst? Da bin ich, da her. Ja, sag einmal, ja, was machst denn du da? Ja, frag doch nicht so saudumm. Du wirst doch wissen, was das ist, oder? Weil nach dem Essen sollst du rauchen, oder? Da war doch noch irgendwas. Du weißt das jetzt warum? Hat der vielleicht einen Leberkäse auch gegessen? Selbstverständlich. Ein Leberkäse hat er gegessen, ein Bier hat er getrunken, einen Schnaps hat er gesoffen und rauchen tut er. Dein Kohlrabi-Apostel. Ja, hallo? Ja, was ist denn da los? Oh! Oh, ja, schau da. Ja, ist der vielleicht super, ha? Da hat denn die Welt... Und der Leberkäse! Und ich werde auch das Bier trinken wegen dem Rummler. Ja? Also das Gemüse hat er nicht geschaut. Ja, was machst du? Aber du bist schuld an allem, gell? Mit deinem biologischen Gemüse aus deinem Garten. Das war gar nicht aus meinem Garten. Was? Das war vom Supermarkt. Und von mir verlangt der Sünd teure Preise. Heute, schlag nieder! Jawohl. Ah, komm, vergreif dich doch nicht an einem Besoffenen. Also, Frau Haberl, was ist es mit Ihrem Mo? Ja, was ist jetzt mit dem Mo, ha? Was? Gut. Du darfst selbstverständlich wieder essen und trinken, was du willst. Na Gott sei Dank. Ja, und arbeiten brauchst auch nur noch, wenn du willst. Ich will nie. Aber gell, Papa, du lässt dich nicht scheiden. Hat er ja sowieso noch nie vorgehabt, gell? Was nicht ist, kann noch werden, gell? Das liegt jetzt nur an dir, Resi. Gell, Papa, ich hab dich doch so gern. Na, du kannst mich auch gern haben.
Was machen wir jetzt mit diesem Gurkenzombie, hä? Also, rausschmeißen. Auf der Stange rausschmeißen. Zuerst noch was zum Aufklären, gell? Meinst du das mit uns zwei, Franz? Ja, das auch. Okay, da braucht man doch gar nichts mehr aufklären. Ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass die zwei jungen Leute zusammenkommen. Ja, natürlich. Selbstverständlich, das habe ich immer gesagt. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du redest doch ganz gar nicht. Ja, du warst immer Jetzt dagegen. darf's halt nicht wieder streiten. Ich fang dir wieder. Aber, also der Franz hat eigentlich noch was zum Sagen. Ja, was ist Also denn die Fritzi? Geschichte mit dem Unfall, da Ja. hat was Interessantes rausgebracht. Ja? Den hat nämlich der Sepp sein Bur verursacht. Sei Bier! So schaut das aus. Aber genau. Ja, und der Sepp hat nämlich diesen blöden Brief geschrieben, wegen dem wir fast zu streiten gekommen waren. Da, schau her. Siehst du, mir hast du es nicht geglaubt, dass ich nichts dafür kann, gell? Aber jetzt glaube ich dir alles. Aber wenn's mir nur so anliegst. Komm, liegen wir draußen weiter. Gut, für euch. Sei Bier! Was dein Bier, Mann! Was hat der Bier? Von wegen dem Hans Wurst muss ich da und mir sitzen. Aber eins Gutes hat es gehabt, ja. Was denn? Ich hab mir jetzt das Rauchen abgewöhnt. Ja, Respekt. Also dazu braucht man einen starken Willen. Ja. Den hab ich. Ja, Nein. und was möchte mein Manderle heute zum Abendessen? Ha? Ja, Weibelein, heute kochst du mir was ganz Gutes, was echt Bayerisches. Ja, was Heute denn? mag ich mal Chibabchichi.